Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft, weiteren Biopics do. Ja, wir kriegen war fällt von Biopics. Das geht um Amy Winehouse, Back to Black heißt der Film. Und wenn mir diese Biopic da gefallen wird, dann erzählen wir euch an dieser Episode. So bombardeiert gimmer mat Biopics. Enorm andere Kinder raggeflohen an irgendwie gehen sie immer méi schlecht hun Impression. Weil ja mehr Lebenheitgeschicht vom Amy Winehouse, die wann se e bisse kennt, wann se schon e bisssen ralliest, mir den wie aufgedrehter krank die Geschichte ass. A wat viel Leid an du so hier Fangerin am Spiel hatten. An es hat schon so mein echte Verdacht, wo ich den Trailer gesehen und war schon so, ob dat wohl so erzählt wird wirklich war, ob dat wo an der ganze Herd wie dat so aufgelaufen was präsentiert wird, dat wagen da zu bezweifeln. An ja, soll ich so das ziemlich lasch dat ganze, das ziemlich lame. Also ist schon noch nie ein Biopic erlebt, den so überflächlicher flach ist. Schon der letzte Bob Marley, den Hundisch halt schon so war okay fand, aber hei as wirklich mir erleben weder ein Abstieg nach so richtige Fall. Also mir erleben nie, mir kriegen nie so richtig schmatt, mir begleiten hat nie so richtig wie groß hat herauskommen, als mir erleben hat immer irgendwie so umrannt an den Star, den hat dann irgendwann war, das erlebt man nicht mehr nur so als Beiwirkung. Okay, ob immer sie Paparazzi und du wissen, woher sie kommen sind. Also der Film hat eine ganz komische Struktur an wie es auch irgendwie nicht die Geschichte zu handeln und zu erzählen. So man das ganz ultra überflächlich, wir kriegen dann so ein bisschen eine Familienbindung durchgestaltet, die ja, ob sie so war, sie mal du hingesagt, also ob das alles so wirklich passiert, dass wir mir das da im Film gezeigt haben, das wagen nicht mal zu bezweifeln. Wir erleben keine richtigen Studio-Sessions, wir erleben nicht wirklich Musikerin haben. Es erzählt immer nicht, du von der Welt Passion hat, wie die Musik hört, aber wir erleben es nicht. Der Film ist hauptsächlich immer beschäftigt, Sachen auszuschwärzen, an Plätzen zu demonstrieren. Das fand ich ultra billig. Am Film passieren nur noch ganz tragische Sachen, aber wir können sie nicht fühlen, wir können nicht begreifen. Der Film dauert 12 Stunden an, ich weiß auch nicht. Also die 12 Stunden, die zählen sich wie Knatschgummi. Also das ist unfassbar. Ja, natürlich ist die Musik ist super da dran, aber auch du, ich fand für seine Musikerin hat das ja aber viel mehr müssen am Vordergrund stehen. Das hat ja viel mehr müssen ausgebaut gehen. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit seinen Drogenexzessen, mit seinen Alkoholexzessen. Du legt den absoluten Fokus darauf an, ob seine Beziehung mit Blake. Also wir erleben den Film, den dreht sich eigentlich just um Drogen, an sein dämonischen Mann. Nämlich etwas anderes geht es nicht. Es ist schon irgendwie das Gefühl, dass eine Person so das Drehbuch geschrieben hat und sich gedacht hat, wenn man da ein bisschen Stellschrauben passen, könnte man auch Biopic von Amy Winehouse draus machen. Und so fehlt sich das um. Also wie gesagt, es ist schon die ganze Zeit, ich hatte selten bei einem Film so den Eindruck, wie wenn so in der Oberfläche gekratzt wird und so unnötig ist. Also für eine Musikerin, die aber so einen Impact hat zu der Zeit, wo dann do war, als der Film so seicht wie in kann sein. So ein Beispiel wie du, wann sein Baum stirbt, das geht zu einem Zeitpunkt abgebaut, wie wichtig ihm sein Baum ist, wie ultra wichtig die Beziehung zwischen ihnen zwei ist. Und dann irgendwann Schnitt, dann ist sie dann tot. Das geht dann auch immer so in einer Montage, so nebenbei einfach so gewesen, wie hat er im Kirche steht, und dann ist sie tot. Und ich habe mir eben just gedacht, das war ja aber so eine wichtige Person an seinem Leben. Und wie kann das sein, dass das dann so nebensächlich behandelt wird? Und auch der Schritt, für dann an die Entziehungskur zu gehen, dass das auch so einfach ob einmal seht dann so ich Kilo aber und dann ist es für eine Sequenz da und dann ist es immer raus. So wichtige Schlüsselmomente, die dann einfach ja, aufgehakt und zack geht er drin in seinem Mann. Ich finde es ganz schwach von okay, die schauspielerische Leistung hey, das ist okay, das ist trotzdem habe ich irgendwie nie Amy wirklich oder gesehen. Ich finde immer schon irgendwie immer seine Distanz gespürt, schon nie wirklich Pferdesprödel an dem Fall eben Damien und Sturm zu gesehen. Es war immer
Es hört sich immer nur ungefährt von einer Schauspielerin, die eben ein Biopic spielt. So wird sich das eben ungefährt. Ich kann wieder den Taron Egerton mal einem Elton John gemacht hat, wo ihn einfach irgendwann so akzeptiert hat, dann einfach schüss Taron Egerton dann den als Elton John gesehen hat. Das viel kennt er nicht drüber. Das geht er nicht transportiert. Und da bleibt ehrlich gesagt nicht viel. Für mich fällt der Film wirklich brachial durch, dafür, dass man aber in der Vergangenheit definitiv besser Biopics hatte wie der Toten, aus das Back to Black Menge stehen schlechtesten Biopic, den ich bis dato gesehen habe. Also wirklich gruselig. Du gibt für mich keine Empfehlung, es gibt keinen Grund, für wer den Film gucken soll. Also auch von den Amy Winehouse Fans, denke ich, bleibt doch einfach zu viel auf der Strecke, für das ihn überhaupt zur Stadt soll du gucken, wenn die Ludo einfach eine Info gerne hat. Die fallen auf, ne? Also du hast nichts zu bieten. Voilà. Für den Rest hat der Film eigentlich eine ganz gute Optik. Es auch nicht das Positives. Fällt mal do leider nicht an. 2 Stunden noch viel zu lang, für das ist das einfach nicht mehr schwach. Und an dem Sinn ging es so weiter doch schon, da verabschiede ich mich. Sagt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Film gefallen hat, wenn ihr schon gesehen habt. Und was für euren Lieblings-Biopic ist, könnt ihr mir auch gerne verraten. Und an dem Sinn ging es so, war das doch schon. Und da wünschen wir euch trotzdem noch ganz viel Spaß am Kino mit Back to Black. Ciao!